merke, dass ich eigentlich gar nicht so viel Nahrung brauche, damit es mir auch gut geht. Und einfach, wenn man einmal logisch überlegt, dass wenn man ja die ganze Zeit, also wenn man isst, dass dann der Körper die ganze Zeit eigentlich am Verdauen ist und vielleicht für andere Sachen gar nicht so viel Energie hat. Und das bin ich jetzt auch am Schauen und das tatsächlich auch schon bemerkt, dass ich jetzt heute Morgen viel fokussierter bin, weil mein Körper nicht am Arbeiten war und habe mich auch beim Meditieren viel besser können bei der Sache behalten, auf etwas fokussieren. Und das ist auch mein Ziel, eben auch wegen dem Gesetz der Annahme, weil es ja da hauptsächlich auch darum geht, dass du die du annimmst, dass du bereits der Mensch bist, wo du willst sein. Oder wenn du dich auf das einschwingst, auf die Schwingung einschwingst, dass du bereits der Mensch bist, wo du willst sein, dann tust du die Frequenz auf die aufheben und Gleiches zieht Gleiches an. Das heisst, du wirst dann, wie's der Neville Goddard nennt, Bridge of Brücke der Ereignisse, werden sich ergeben, wo dich eher an das Ziel bringt und der Boris Benza nennt's, würde ich genau empfehlen, habe es vorher noch gewusst. Das kommt mir sicher noch in den Sinn. Genau. Und dann ist das Ziel eigentlich, dass ich auf dieser Frequenz bleibe von meinem Wunsch, oder? Eigentlich schon im Zielleben von meinem Wunsch. Und das habe ich gemerkt, das geht besser, wenn man nicht von allen ist, also wenn man erstens mal der Körper nicht so, sagen wir mal, die ganze Zeit am Arbeiten ist, eben, dass er auch mal etwas anderes machen kann, dass er auch mal gezielt vielleicht ein bisschen mehr in geistigen Sachen unterwegs kann sein, wie nur immer, dass der Körper schafft. Das habe ich jetzt heute Morgen selber bei mir gemerkt, dass das geklappt hat. Und darum werde ich's jetzt sogar beibehalten, einmal pro Woche. Zudem ist es natürlich auch eine super Reinigung für den Körper, oder? Äh, dass er einmal ans Fettgewebe geht überhaupt nach einer gewissen Zeit und nicht nur Fett einlagert in dem Sinn. Und ja, und ich merke auch, wenn man also das ist auch so, wenn man weniger isst, dann wird der Magen kleiner. Und das heisst, wenn der Magen kleiner ist, hast du bei den ersten Mahlzeiten auch weniger Appetit, oder? Und wenn wir jetzt schon am Morgen am 6 am essen, am 9 am 12 am 5 dann noch irgendwie zu 4 dann noch irgendwie vor dem Znacht. Das heisst, wir essen eigentlich viel zu viel, wenn wir einmal so vergleichen, wie man früher gelebt hat auch, oder? Unser Körper hat sich evolutionär noch nicht so schnell können an das viele mehr anpassen, weil früher hat's auch mal, Zeit gegeben, wo halt einfach 'n Tag nicht gegessen hast, weil du einfach nichts gehabt hast. Und heute haben wir so viel im Überfluss, dass es umgekehrt ist. Wir essen nicht mal 'n Tag, also, wir schaffen es gar nicht, 'n Tag mal nicht essen, oder? Und halten es ja auch nicht für irgendwie relevant, das überhaupt mal in Betracht zu ziehen. Aber es ist halt schon, viele Lehrer sagen, dass Fasten viel mit sich bringt, und ich merke es auch, oder? Es ist jetzt ja, ich habe jetzt mal 3 Tage habe ich gefastet gehabt und jetzt habe ich einfach mal einen Tag, oder? Ich habe jetzt gedacht, das kann ich gut einplanen, weil als ich 3 Tage hatte, habe ich schon auch äh, das in der Ferien gemacht gehabt, dass ich halt eben, wenn ich dann wieder unterwegs gsi bin, auch wieder habe mögen. Und so habe ich's jetzt wirklich halt daheim. Für einen Tag ist es jetzt nicht weiter schlimm, weil das überlebt eigentlich jeder, oder? Ohne grosse Genugtuung. Klar muss man da immer mal wieder sagen, gegen den Schweinehund, der sagt: „Ja, iss etwas, du hast Hunger, iss etwas, du hast Hunger.“ Aber genau das ist jetzt eigentlich mein Ziel mit dem einmal pro Woche, dass ich meinen Geist kann beherrschen kann, dass wenn einmal etwas kommt und sagt: „Ja, nein, iss doch“, wenn der Verstand kommt und mich will vom Besseren belehren, dass jetzt wichtig wäre essen, ich aber eigentlich nicht will, oder? Das heisst, ich hole auch geistig meine Macht zurück, und was sicher auch sehr starkes Tool ist für genau, für das Gesetz der Annahme, oder? Und so halt all die Quellen weglassen, wo einem ablenken können, oder? Wo einem ablenken können, wenn man sich eigentlich konzentrieren möchte, oder? Und das sind andere Quellen wie Zucker zum Beispiel auch, oder? Oder sonst irgendwie Scrollen und all das ganze Zeug, dass man eigentlich hocken will, oder? Wer kennt's nicht? Jetzt vielleicht nicht mit Meditieren, aber mit Lernen. Man nimmt sich eigentlich vor: „Jetzt will ich lernen“, hockst an, bist ein paar Minuten dran und nachher kommt schon der erste Gedanke, scrollen. Oder: „Ah, ich könnte ja im Kühlschrank etwas Süßes holen.“ Oder: „Ah, ich könnte ja das und das machen.“ Und: „Oh, ich könnte mir ja 'n Kaffee rauslassen.“ Oder? Und das sind alles so aussüchtig machende Substanzen, wo man dann dort in dem Moment zu sich nimmt, wo eben dann der Geist, oder der Verstand eigentlich dich kann von deinem Ziel fernhalten. Das heisst, du nimmst dir eigentlich vor, zu lernen, aber
es ist halt irgendwie zu langweilig oder, kennt den Verstand nicht. Darum sagt er: „Ja, okay, geh doch lieber in den Kühlschrank und hol was Süßes.“ Das kennen wir, oder? Das ist doch viel chilliger oder scrollen ein bisschen, das macht doch viel mehr Spaß wie Lernen, oder? Und wenn man das schafft, mal ein bisschen Distanz bekommen von dem Ganzen, dann hat man auch mehr Möglichkeit, sich auf seine Ziele fokussieren, oder? Weil ich glaube, die Erfolgreichen, die können sich sicher auf etwas konzentrieren, oder? Wenn die sich etwas in den Kopf setzen oder vornehmen, dann machen die das. Und nicht die haben dann nicht Ausreden wie oder, «Ja, ich könnte ja noch im Kühlschrank zuerst etwas holen oder ich mache es morgen, weil heute ist ein schöner Tag» oder so. Die sind diszipliniert und machen das. Und ich habe gemerkt, wenn man die Disziplin nicht hat mit all dieser Ablenkung, auf seinem Ziel zu bleiben, dann ist die Ablenkungen können zu minimieren ein Anfang, oder? Dann kann man die Ablenkungen wegmachen, damit's einfacher ist, sich auf seine Sachen zu konzentrieren. Dann braucht's auch weniger Disziplin, aber dafür braucht's da halt Disziplin, mal bewusst was wegzulassen, oder? Und ich für mich habe einfach entschieden, es ist einfacher für mich null. Das heisst, ich trinke kein Koffein mehr, ich konsumiere so gut es geht kein Zucker mehr, ausser ich sehe plötzlich wieder mal, da hat's ja gleich was drin gehabt, obwohl ich denke dann in dem Nahrungsmittel wird sicher keinen drin haben. Ähm, genau, und dann habe ich halt weniger das, wenn ich anhocke, dass irgendwie mein Körper denkt oder mein Geist sagt oder der Verstand besser gesagt: „Ja, geh doch mal schnell zum Kühlschrank.“ Weil das ist sicher angenehmer, wie jetzt da 15 Minuten lang in der Stille zu verweilen beim Meditieren, oder? Und das ist eigentlich der Hauptgrund, dass ich's mal wollte auch machen und auch schauen, wie ich mich, dann schon nach kurzer Zeit fühle, oder wenn der Körper nicht mehr verdaut, sondern auch einmal einfach kann sein. Und da tut ja auch der Rüdiger Dahlke, der schreibt ja auch all seine Bücher und der hat ja wirklich schon viele Bücher geschrieben und der macht das eigentlich alles am Morgen. Also, er tut eigentlich jeden Tag Intervallfasten. Er tut eigentlich es sind glaube 16 Stunden nicht, dass ich falsch sage, ich glaube 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden in 8 Stunden essen. Das heisst, da kommst du auch schon in andere Zustände und er schreibt eigentlich seine Bücher dort, oder? Und er isst dann eigentlich am nächsten Tag erst um 1 und tut eigentlich währenddessen ist er eigentlich fokussierter und das kann ich bestätigen, jetzt einfach auch für mich. Bin heute Morgen das erste Mal 20 Minuten angehockt und konnte meditieren, ohne dass ich nervös bin und irgendwie das Gefühl habe, das ist doch jetzt ein Seich, geh doch weiter, mach doch was anderes, oder? Also, geführte Meditationen schaffe ich schon 20 Minuten, aber allein mit mir in der Stille, einfach 20 Minuten allein dort hocken, das fängt dann wirklich an, einem im Kopf reden, dann findet irgendeine Ausrede, du könntest doch irgendwas anderes machen. Genau und, ja, und darum habe ich jetzt das, eingeführt, dass ich einen Tag pro Woche möchte ich das einfach machen. Das heisst, ich komme am Freitagabend, esse ich das letzte Mal und am Sonntagmorgen fange ich wieder an essen. Das heisst, ich bin wieder auf dem Montag eigentlich wieder fit und habe jetzt heute eigentlich, ja, am 11 gegessen und auch Nacht. Und das Interessante ist ja, dass ich gestern Abend ich habe das Gefühl, wenn ich das so beobachte, es gibt so Zeiten, wo der Körper eher nach Essen ruft oder nach Essen ruft, oder? Und der Unterschied ist, ich lerne jetzt auch mal kennen, was ist eigentlich Hunger und was ist eigentlich die ganze Zeit der Heisshunger gsi auf Süßes oder so, wo ich ja jetzt einfach mal weglasse, oder? Wo ich auch merke, okay, die ganze Zwischenlust, die ist gar nicht rum. Und der Körper oder der Heisshunger ist eigentlich so, dass wenn du Lust bekommst und nicht kannst warten, wenn du einfach nicht kannst warten, wenn es so ein Gier entsteht schon fast, dass du denkst: „Das muss ich jetzt nehmen, weil sonst überlebe ich's nicht“, das ist eigentlich Heisshunger. Und das tut man dann oft mit Süßem mit Süßem Essen. Und das Interessante ist, bei Süßem geht dann das Insulin rauf. Und wenn das Insulin da oben ist, dann sagt der Körper eigentlich, um das abzubauen: «Hey, wir müssen essen.» Und Kohlenhydrat würden das nein, Ballaststoff, so, ich sage nicht falsch, sonst bitte im Chat korrigieren. Ich meine Ballaststoff, tönt das dann ballaststoffreiche Nahrung tut das Insulin dann eigentlich wieder senken. Aber das Problem ist dann, wenn man Hunger bekommt und Heißhunger bekommt, dann isst man halt keine Linsen oder so, sondern man isst wieder Süßes, oder? Und dann ist man eigentlich so in einer Dauerschleife gefangen. Und wenn man die mal so durchbrechen kann, dann merkt man auch: „Okay, ich brauche eigentlich gar nicht so viel Nahrung.“ Darum habe ich mir jetzt auch den Entschluss fassen: „Ja, okay, dann wenn ich ja eigentlich gar nicht so oft Hunger habe, wenn ich jetzt das unterscheiden was ist eigentlich Heißhunger und was ist Hunger, dann kann ich auch bewusst einmal sagen: „Hey du, ich faste jetzt mal einen Tag und schaue, was passiert.“ Und das Interessante ist jetzt bin ich abgeschweift, eben, es gibt so Zeiten wo irgendwie der Körper eher Hunger hat. Weil gestern Abend, wo mein Schatz Zora gegessen hat, habe ich dann auch ein bisschen Hunger bekommen. Und
Es ist dann aber nach dem Essen ist es eigentlich gut geworden. Also gegen den Abend hin, so gegen 8, 9 umeinander, habe ich gar keinen Hunger mehr gehabt. Der Hunger ist weg gewesen, obwohl ich vorher Hunger hatte. Und am Morgen, wo ich dann heute bin ich um 5, ja, um 5 bin ich aufgestanden und ich hatte keinen Hunger gehabt, bis um 10. Oder? Das ist dann das Spannende, oder? Das heisst, auch der Schlaf, regeneriert irgendwie das Hungergefühl, oder? Am Morgen, wenn du aufstehst, hast du keinen Hunger. Also, du am Morgen die Leute, die am Morgen essen, weißt du, wer das gesagt hat? Ich glaube, der Wallace D. Wattles im, Gesetz nicht im Gesetz, im Wissenschaft des Wohlbefindens oder des Reichwerdens hat er gesagt gehabt, dass das Süße, wo der Mensch am Morgen essen will, das ist das Gleiche, also die Lust, die er dort hat und wo er den Hunger, den er stillen will, sei das Gleiche wie ein Trinker, ein Trunkenbold, der sein erstes Bier am Morgen trinkt. Das ist einfach nur zum die Lust zu stillen. Das ist nicht etwas Essenzielles, was du brauchst. Oder der Rüdiger Dahlke, der ist hochgesund und der ist auch schon älter und der schreibt seine Bücher genau in der Zeit, wo er nicht isst, wo andere sagen, du, das, ich muss, es geht sonst nicht. Aber das ist auch jetzt, wie ich jetzt kann für mich mit überlegen, oder wie ich das jetzt auch empfinde, das ist wirklich, das ist nicht Hunger. Das ist Lust und Lust ist kein Hunger, oder? Das ist ganz was anderes und Lust kommt halt wirklich ja, von süßen Sachen, von zuckrigen Sachen und ich will es nicht verteufeln, ich will es überhaupt nicht verteufeln, ich bin da nur meine Meinungen oder meine, Erfahrung, wie ich es jetzt, wahrnehme und auch erlebe, weiterzugeben, weil ich glaube, man überlegt viel zu wenig, oder? Man hat immer das Gefühl so, und vor allem bei der Ernährung gibt es so viele verschiedene. Jeder Mensch hat Recht, oder? Jeder Mensch hat Recht, wenn's um Ernährung geht, darfst du mir fast nichts sagen, oder? Weil deine Ansicht ist ja eh falsch. Aber ich sage, da kann man ganz einfach mal zurück auf seinen Körper und auf seinen Körper hören und halt auch, ja, mal, schauen, wie's einem geht, oder? Und wenn man merkt, dass man eigentlich gar kein Mitspracherecht hat, wenn der Körper sagt: „Ich will jetzt essen“ und du kannst nicht 5 Minuten warten, weil anscheinend Hunger ist, kannst du noch 'ne Stunde warten. Weil biologisch gesehen, ähm, habe ich jetzt auch so bestätigt bekommen, ist, dass wenn du Hunger bekommst oder früher biologisch, wenn du nichts zu essen gehabt hast und, quasi 'ne Hungerperiode gehabt hast von irgendwie 1, 2 Tagen, dann hat der Körper eigentlich angefangen, Serotonin auszuschütten. Das heisst, er hat dir Energie gegeben, er hat dir Freude gegeben, dass du hast wieder aufstehen konntest. Eben genau das, wo ich jetzt vielleicht auch empfunden habe, dass ich mehr fokussiert bin, oder? Dass du Fokus bekommst, dass du kannst jagen oder sammeln oder was auch immer, dass du hast dir Nahrung sichern, dass du auch wieder Freude bekommst, oder? Weil, unsere Natur ist nicht so dumm, die würde uns nicht einfach mit einem Tag nicht essen sterben lassen, oder? Und da gibt's, also man kann ja wirklich lange nicht essen und wenn man das so mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viel das wir dann heutzutage essen, oder wenn ihr mal fragen mal eure Grosseltern, wie viel haben sie gegessen oder Urgroßeltern, oder wie viel haben sie gegessen in Menge? Und wenn wir das jetzt einfach mal anschauen, oder, wir essen viel, viel, viel mehr und ich habe auch, wenn ich am Morgen also ich habe auch Phasen gehabt, wo ich am Morgen um 6 auf dem Weg, zur Arbeit habe ich mir auch an der Tankstelle irgendwelche Gipfeli oder so geholt. Und das Spannende ist dann, wenn ich am Morgen um 6 schon etwas gegessen habe, habe ich dann am 4 auch wieder mehr Hunger gehabt. Und habe am 9 gleich gegessen wie am 12. Und jetzt ist sie aktuell am 9 und am 12. Am 4 habe ich keinen Hunger und am 9, 6 auch nicht. Das ist, weil ich die Mahlzeit auslasse, oder? Das heisst, man braucht eigentlich gar nicht so viel. Und mein nächster Schritt ist, dass ich auch das am 9 versuche, auf den 12 zu verschieben, weil ich glaube, mit 3 Stunden später überlebe ich, wenn ich es auch schaffe, 41 Stunden am Stück ohne grosse Probleme nicht essen. Darum wollte ich das auch beibehalten mit dem Fasten pro Woche, dass ich wirklich auch das 9 auf etwas anderes schieben kann, dass ich auch immer mehr zu so Zeiten komme, wo ich kann sagen: «So Körper, jetzt darfst Nahrung und du kannst dich jetzt auch darum kümmern, um das, umsetzen, um das verdauen und dann auch wieder zurück in andere Funktionen vom Körper», oder? Und ich glaube, wenn wir den ganzen Tag essen, am 9, am 6, am 9, am 12, am 4 und am Abend wieder und auch noch zwischendurch und immer, der Körper ist immer in der er versucht immer zu verdauen. Und da der Körper schaut immer, dass er die wichtigsten Sachen zuerst macht, oder? Und ich glaube, wenn er nicht verdauen würde, dann, würden wir ein Problem bekommen, oder? Wenn er die ganze Nahrung, die wir in uns hineinschaufeln, nicht verarbeiten würde, dann hätten wir irgendwann ein Problem, weil das würde 'n Stau geben. Und ich glaube, wenn wir so viel essen und er so viel muss schaffen, dann hat er auch weniger Möglichkeiten an anderen Orten. Das heisst vielleicht, wenn du
Du bist vielleicht anfälliger, weil dein Immunsystem nicht so intakt ist in dem Moment. Dann bist du vielleicht anfälliger auf irgendwelche Viren oder Krankheiten und dann bist du krank und weil er ja dann nicht dein Körper nicht kann an dem Ort arbeiten, weil er zuerst das Wichtigere vielleicht muss machen, das Verdauen, dann kann es auch sein, dass du länger krank bist, dass sich das rauszögert, oder? Das heisst und man sagt auch, unsere Psyche hockt im Darm und ich glaube, es ist heutzutage sind wir schon so bewusst eigentlich, dass man weiß, dass man Sachen isst oder viele Sachen isst, wo eigentlich gar nicht gut sind, weil man das mittlerweile einfach weiß und viele das auch wissen, aber gleich machen. Und wenn jetzt die Psyche im Darm hockt und man sich die ganze Zeit schlecht fühlt, dann weiss ich halt auch nicht, dann muss man vielleicht auch mal die Gleichung in Kauf nehmen und dann einfach einmal schauen, ich esse mal, momentan oder mal ein Weile keinen Scheiß und ich schaue mal, wie's mir psychisch geht. Oder? Das sind halt immer man kann auch immer Sachen mal zurückschliessen, oder? Und dann braucht's halt Willen. Willen, dass man halt auch einmal sich in das in Kauf nimmt, einmal 'ne Woche seine Süssigkeiten wegzulassen. Muss ja nicht für immer. Man muss ja wirklich nicht für immer. Einfach mal zum Schauen, weil es kann dir niemand etwas mit auf den Weg geben. Nur du selber kannst zwar Sachen hören und das interessant finden und das auch plausibel finden, aber wenn du das nicht anwendest und du das nicht an deinem eigenen Leib erfährst, wenn du das nicht selber als Erfahrung abspeicherst im Körper, dann wirst es du nie machen. Du wirst es nicht machen. Darum musst du es auch mal testen. Schauen, wie fühlst du dich dabei? Und wenn dich nämlich gut fühlst, wirst du es auch weiterhin machen. Oder? Aber wir sind so mit dem ganzen Stress, den wir den ganzen Tag haben, mit ja, wie die Gesellschaft aktuell ist, oder? Dass man schon fast gar nichts mehr sagen kann, ohne dass man blöd angeschaut wird. Mit der Nahrung, die man sich die ganze Zeit reintut, mit der Erholung, wo man sich am Feierabend gibt, indem dass man eigentlich nur Fernsehen schaut und so, dass man da irgendwie ungesund ist und einem nicht gut tut oder einem es nicht gut geht, ist eigentlich sehr naheliegend, aber irgendwie doch so fern und das kann dir einleuchten. Aber es wird sich nichts ändern, wenn du keine Erfahrung gemacht hast, weil nur die Erfahrung, wenn sie du machst und du merkst, da passiert etwas, da passiert wirklich etwas mit mir, dann kannst du nicht mehr so einfach zurückschauen, weil dann hast du okay, ich weiß es jetzt nicht nur theoretisch, weil viel darüber redet, dass das eigentlich nicht gut tut, sondern ich habe es an meinem eigenen Leib erfahren, dass wenn ich etwas weglasse, wo andere sagen, das könntest du mal probieren und es mir jetzt besser geht, weil musst du dann ist es nicht so einfach, zum einfach wieder auf die alte Schiene zurück, weil jetzt tust du dir bewusst Schaden. Dann ist das in deinem Bewusstsein. Jetzt weisst du: „Okay, ich tue mir wirklich Schaden.“ Bis an den Punkt an ist es eigentlich mehrheitlich nur, ja, man kann mal davon ausgehen, aber nur die Erfahrung kann dann das wirklich verinnerlichen, oder? Darum rate ich allen an, sich einmal mit neuen Sachen mal mit etwas Neuem wagen, oder? Mal 'ne Woche das Handy, Social Media weglassen, mal 'ne Woche, gewisse Nahrung weglassen, einfach einmal zum Schauen, wie's dir nachher geht, oder? Und ich habe jetzt für mein Ziel, jetzt gerade eben mit dem Fasten, pro Woche, habe ich eigentlich mein Ziel schon erreicht, um zu schauen, wie kann ich mich konzentrieren und ich habe die Bestätigung, oder? Das mit dem Fokussierten, das, was ich gelesen habe, dass wenn du fastest, dass du fokussierter bist, weil ja, biologisch gesehen musst du irgendwann wieder Freude bekommen und auch fokussiert sein, um wieder können go sammeln, um dir wieder Nahrung zu schaffen, dass du dann eigentlich viel fokussierter bist und nicht mehr irgendwie abgelenkt, oder? Weil dein Körper auch gar nicht mehr die ganze Zeit am Schaffen ist, sondern du vielleicht auch mehr eben im Geist bist, mehr konzentriert bist. Und das habe ich jetzt mit einmal probieren, habe ich das jetzt schon bestätigt gehabt. Und für mich ist jetzt klar, ich will das jetzt jede Woche machen. Vorher habe ich es mir mal überlegt, einmal pro Monat. Und schon mit dem Gedanken, ich mache es pro Woche. Aber jetzt durch die Erfahrung ist das jetzt für mich einfach ein, ja, ich will es, weil ich habe den Erfolg, ich habe das Ziel bereits erreicht oder ja, das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Und somit kann ich jetzt da auch jetzt mehr beim Meditieren besser bei mir sein, was mehr fokussiert ist, um eben auch in meine Wunschbilder zu gehen, um auch wirklich in mein Endziel gehen, wie der Neville Goddard sagt, oder? Living also einfach im Endleben, oder? Du musst schon am Ziel leben, wie du würdest sein, dich so fühlen, wie du das würdest fühlen, wenn du bereits an deinem Ziel bist. Weil dann tust du deine Frequenz erhöhen und wenn du deine Frequenz auf dieser Lage, sagen wir, auf dieser Frequenz kannst behalten, deine Energie auf dieser Frequenz kannst behalten, dann strahlst du die aus und du ziehst auch das Ganze wieder an. Das heißt, es kommen dir neue Sachen in den Sinn, wie du vielleicht eher an dein Ziel kommst. Sachen, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind. Irgendjemand schickt dir irgendwas, wo genau die Lösung ist oder dir kommt ein Geistesblitz. Aber
wenn man nicht auf dieser Frequenz ist, wenn man nur so: „Ja, ich hätte es gerne, aber ich kann es nicht.“ Und dann ist man auf der „Ich kann es nicht“ Frequenz und dann wirst du es nie können. Du empfängst immer das, wo du bist. Und je weniger Ablenkung du hast, oder das merke ich zumindest für mich, je weniger abgelenkt du bist, egal von was, desto besser kannst du dich auf deiner Frequenz von deinem Ziel behalten. Und der Nebel hat vor 100 Jahren gelebt und dort hat's noch kein Handy gegeben, dort hat's noch kein Scrollen gegeben, dort hat's noch kein Netflix gegeben, dort hat's das alles nicht gegeben, dort hat's oder wir haben heute noch viel mehr Ablenkung. Das heisst, wahrscheinlich müssen wir uns noch viel mehr an der Nase nehmen, zum zurückgehen, um überhaupt in die Technik, also ich sage jetzt mal auf das Level kommen, wo der Neville Goddard auch manifestiert hat. Aber es ist möglich, weil das Schöne ist heute in der heutigen Zeit, wir haben KI, wo uns helfen kann, wo uns das Zeug, wo man in diesen Büchern lesen und verstehen, wir können nachfragen, wir können das, wie soll ich sagen, die Essenz richtig rausfragen, oder? Und sonst musst du das alles selber verstehen und das ist jetzt ankerum ein Fluch und ein Segen, oder? Wir haben jetzt zwar mehr Ablenkung und brauchen viel mehr Energie, um uns überhaupt mal 10 Minuten hinzusetzen und mal bewusst bei sich zu sein. Dafür haben wir viel mehr Möglichkeit, um das Ganze auf die Essenz runterzubrechen, oder? Anstatt stundenlang Bücher lesen, kann man auch einfach einmal nachfragen, weil, grad was ich gerade merke, auch Neville Goddard, ich habe alle Sachen von ihm gelost als Hörbücher und wenn ich jetzt mit KI darüber rede, er erzählt das Gleiche, oder? Weil er das von diesen Hörbüchern kennt. Er fängt da jetzt nicht an dem Punkt jetzt nicht an, gross irgendwie etwas zusammendichten, sondern er nimmt wirklich die Essenzen, die ich frage und somit hat man auch wirklich einen Schatz an der Hand, wo man, ja, kann nutzen. So, und jetzt muss ich eine Pause machen, weil mein Tee wird kalt. Und einmal, schnell Hallo sagen. Hallo Zora, es war ein langer Einstieg jetzt, aber ist okay. Es ist ja nur 22 Minuten gegangen, wie du gesagt hast, 30 Minuten später dann.